So gut bei euch im Zürich Oberland sein in der GVC. Joni hat gesagt, er hat mich vergessen zu begrüßen. Ich habe gesagt, das ist auch nicht nötig, ich gehöre schon ein bisschen dazu. In unserer Serie geht es um das kraftvolle Zusammenspiel von unterwegs und von sein. Ich bin in dieser Serie hellwach. Sie fordert mich persönlich heraus. Stehe ich wirklich in dieser Nachfolge von Jesus? Bin ich wirklich mit ihm unterwegs? Was darf das Unterwegssein für einen Preis kosten? Und dann geht es ja nicht nur um unterwegs, da bin ich gar nicht so schlecht beim Unterwegs, manchmal. Aber schwieriger ist für mich sein, oder? Mit meinem ADHS-Anteil, oder? Sein, mal einfach zur Ruhe kommen bei Jesus, ist für mich gar nicht so einfach. Ich weiss nicht, wie es dir geht. Ich habe noch viel Potenzial. Nachdem ich beim letzten Sonntag vom Simon «Sie» im Mittelpunkt gestanden ist, möchte ich heute wieder wechseln, zum letzten Mal von dieser Serie, ins Unterwegs. Unterwegs im Einklang mit Jesus und in dem Unterwegs im Einklang mit Jesus den grösseren Sinn vom Leben zu entdecken. Unterwegs wie Jesus. Da gibt es ein Kapitel im Matthäus-Evangelium, das Kapitel 9, das ist so eine geballte Ladung, wo wir zuschauen können, wie Jesus unterwegs war. Es ist riesig, was da alles in diesem Kapitel zusammenkommt. Und darum möchte ich euch das Kapitel gerade zumuten. Wir steigen ein, wir knündeln rein in einen Bibeltext. Vers 1. Also alles im gleichen Kapitel, muss ich das vorstellen. Jesus stieg ins Boot, fuhr über den See und kehrte in die Stadt zurück, in der er wohnte. Da sehen wir, dass Jesus oft dort gewirkt hat, wo er bekannt war, wo er gewohnt hat. Vers 2. Einige Männer brachten einen Gelähmten auf eine Tragbahre zu Jesus. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zum Gelähmten: Du brauchst dich nicht zu fürchten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Das ist eine meiner Lieblingsgeschichten seit vielen Jahren, oder? In einem anderen Evangelium sehen wir, wie Jesus eine Rede gehalten hat. In einem Haus, das voll war mit Leuten. Rundum sind sie gestanden, no way, in das Haus noch reinzukommen. Und das waren 4 Leute, Barenträger, die sind gekommen und gesagt, da ist kein Platz. Und sie haben angefangen, das Dach abzudecken. Sich das vorstellen, Jesus in einer Predigt, keine schlechte Predigt, eine fantastische Predigt, nehme ich an, unten. Ganz viele Würdenträger, oder? Grabsch, dann Peng, ist die Bahre vor den Füßen von Jesus gelegen. Und Jesus hat nicht gesagt, hey, könnt ihr warten, bis ich endlich fertig bin, sondern er hat sich dem Mann angenommen. Darum gefällt mir die Stelle da wahnsinnig gut. Aber es ist nachher weitergegangen, im Vers 9. Als Jesus weiterging und am Zollhaus vorbeikam, sah er dort einen Mann sitzen, er hieß Matthäus. Jesus sagte zu ihm: Folge mir nach. Da stand Matthäus auf und folgte Jesus. Wir sehen da, wie Jesus sich unterbrechen lässt in seinem Lauf, in seiner Wanderung und sich einem Menschen zuweist, wo wie eine Aussetzung gehandelt worden ist bei den Juden, weil er mit der Besatzungsmacht zusammen geschafft hat und seine eigene Tasche gefüllt hat. Vers 10. Später war Jesus im Haus des Matthäus zu Gast. Viele Zolleinnehmer und andere Leute, die als Sünder galten, waren gekommen und nahmen zusammen mit ihm und seinen Jüngern an dem Essen teil. Muss es mal ein bisschen überlegen, oder? Viele Zolleinnehmer und andere Leute, viele. Und dann heisst, Jesus war mit seinen Jüngern da, es waren auch noch 12 Stück, oder? Also da können wir irgendwie davon ausgehen, dass da 40, 50, vielleicht 60 Leute im Gelage waren, oder? Und Jesus hat nicht gesagt, sorry, aber ich bin der Jesus, ich bin der Heilige, ich brauche jetzt ein bisschen Abstand von uns. Sondern er hat sich da mitten nie gegeben und mit in dem Gelage mit dabei gewesen, mit denen, die verachtet waren bei der religiösen Elite. Mich fasziniert das, ich wäre so gern dabei gewesen. Vers 18.
Während Jesus noch mit den Jüngern des Johannes redete, kam einer der führenden Männer des Ortes, warf sich vor ihm nieder und rief: Meine Tochter ist eben gestorben, aber komm doch und lege deine Hand auf, dann wird sie wieder leben. Jesus stand auf und folgte ihm, auch seine Jünger kamen mit. Nach dem Gelage bei diesen vielen Leuten, mit dem Festessen, hat Jesus eine Rede gehalten, seine Jünger. Und da kommt einer und sagt: Hey, Jesus, wir brauchen dich. Und Jesus hat seine Rede wieder abgebrochen und ist hingegangen, um dort zu helfen, wo er geführt worden ist, während Jesus noch mit den Jüngern des Johannes redete. Und dann ist er unterwegs zu dem Notfall und dann heißt es im Vers 20, unterwegs drängte sich eine Frau, die seit 12 Jahren an schweren Blutungen litt, von hinten an Jesus heran und berührte den Saum seines Gewandes. Also wieder hat Jesus nicht können unbehelligt, ohne anzuhalten, ohne sich um einen bedürftigen Menschen zu kümmern, ohne sich unterbrechen zu lassen, nicht können zu seinem Notfall laufen. Und wir sehen, dass sich unterbrechen lassen hat im Vers 22. Jesus wandte sich um, er sah die Frau an und sagte zu ihr: Du brauchst dich nicht zu fürchten, meine Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Und dann endlich ist Jesus angekommen, wo es heißt im Vers 23, als Jesus schließlich ins Haus jenes führenden Mannes kam, jenes führenden Mannes. Wie unterschiedlich sind die Menschen, die Jesus sich Zeit genommen haben. Jetzt geht es ums Haus vom führenden Mann. Er ist in das Haus gegangen von dem Mensch. Er hat sich all diesen unterschiedlichsten Menschen angenommen. Wo aber Jesus dann aus dem Haus raus ist, sind wieder andere gekommen, haben ihn wieder unterbrochen. Vers 27. Als Jesus von dort weiterging, folgten ihm 2 Blinde und riefen: Hab Erbarmen mit uns, Sohn Davids. Kaum ist die Unterbrechung beseitigt und sind die geheilt worden, ist es wieder weitergegangen. Die Nächsten sind gekommen. Vers 32. Die beiden waren noch nicht zur Tür hinaus, da wurde ein Besessener, der stumm war, zu Jesus gebracht. Und schlussendlich noch Vers 36. Als er die Scharen von Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl, denn sie waren erschöpft und hilflos wie Schafe, die keinen Hirten haben. Ich habe das extra so dem Überblick heute zugemutet, vorzulesen, um zu sehen, was für eine Dichte von der Art und Weise, wie Jesus unterwegs war, dass wir da erkennen können. Es hat in mir einen Hunger geweckt, dem Jesus, meinem Herrn, meinem Vorbild, ein bisschen nachzueifern in dem Inne, in meinem Alltag. Wir haben 3 Beobachtungen da, die wir aus dem Text herausziehen können. Vermutlich wären es noch mehr. Die erste Beobachtung ist, ich habe sie schon erwähnt, ein bisschen, Jesus hat sich unterbrechen lassen. Wir erleben immer wieder, wie Jesus sich unterbrechen lässt. Und sich in Begegnungen mit Menschen eingeladen hat. Unterwegs sein heisst, offen sein für Begegnungen und für Unterbrechungen, Freunde. Hat unser Leben Platz für Unterbrechungen? Hat mein Leben Platz für Unterbrechungen? Oder ist es durchgetaktet, dass nur sie darf, was eingeplant ist? Darf der Heilige Geist das unterbrechen, auch dann, wenn es ungelegen kommt? Wir haben in dem Town Village in Mehrgenerationen wohnen, wo ich wohne, haben wir so einen Chat. Und da ist eine Frau schwer verunfallt mit schwersten Verbrennungen und kann fast nichts mehr machen daheim. Ein anderer Mann ist schwer erkrankt. Und plötzlich haben sich Menschen von dem Town Village sich angefangen, um die Leute zu kümmern. Die einen haben gekocht, die anderen haben ins Spital gefahren, diese haben handwerkliches Zeug gemacht. Einfach Menschen vom Town Village haben sich unterbrechen lassen in dem, was sie gelebt haben. Das muss nicht in Mehrgenerationen wohnen sein, wo ganz viele Gläubige sind.
sondern es darf auch in deinem Umfeld sein. Lass dich unterbrechen von deinen Nachbarn, an den Arbeitsplatz, von deinen Mitarbeitern, von deinen Mitkollegen. Natürlich, das haben wir am letzten Sonntag gehört, hat Jesus sich auch Zeit genommen für Ruhe. Nicht immer ist er gerannt. Aber heute geht es darum, die Frage, lassen wir uns unterbrechen. Das Zweite, was wir in diesen Texten sehen, in der Stadt, in der er wohnte. Jesus war an verschiedenen Orten unterwegs, ganz besonders auch in dieser Stadt, in dem Umfeld, wo man ihn kennt hat. Die Leute haben Jesus gekannt. Sie haben gewusst, für was er steht. Sie haben gewusst, dass man ihn stören kann. Sie haben gewusst, dass er sich gerne Menschen annimmt. Sie haben gewusst, dass er sich die unterschiedlichsten Menschen annimmt. Der Gelähmte, der Zöllner, der Sünder, der Jünger, Politiker, Mächtige, Kranke, Blinde, Besessene. Für das war er bekannt. Für was bin ich bekannt? Bin ich bekannt als die oder der ständig rummotzt? Der ständig negativ redet über alles, was geschieht in dieser Schweiz und in dem Land und vor allem in Amerika? Bin ich bekannt dafür am Arbeitsplatz, dass ich rummotze? Dass ich ins gleiche Horn blase wie die negativ reden über den Chef? Für was bist du bekannt? Es wäre cool, wenn du in Kleingruppen bist, einmal darüber zu reden, für was dass du bekannt bist. Was man über dich sagt, was man über dich denkt. Je nachdem, für das du bekannt bist, werden die Menschen kommen und mit dir reden und ihr Herz dir öffnen. Was redest du in der Kaffeepause? Was redest du in der Mittagspause? Was redest du, wenn du mit Kollegen zusammen bist? Gehören wir zu den Menschen, die bekannt sind, dass wir zuhören können? Ich staune immer wieder und bin verschrocken, wenn ich Menschen frage, wie geht es dir? Und es kommt keine Frage zurück. Ist das auch schon passiert? Sehr oft interessieren sich die Menschen nicht. Oder für mich wäre das ein Anknüpfungspunkt, über den Glauben zu reden. Wenn ich die Leute frage, was machst du, was schaffst du, wildfremde Leute, oder? Im Spaziergang. Und dann warte ich eigentlich, dass sie fragen, was machst du? Schweigen. Einfach schweigen. Heute ist mir zwar anders gegangen am Zürich-Oberland, aber wir sind natürlich auch schon viel weiter. Vom Parkplatz habe ich jemanden gefragt, wie geht es euch? Und er hat gesagt, wie geht es dir? Kompliment. Für was bist du bekannt? Interessierst du dich für die Menschen? Das Dritte, was wir sehen, da drinnen, in diesen vielen Texten aus dem Kapitel 9, Jesus ist von tiefem Mitgefühl ergriffen gewesen. Das Leben nicht von den Menschen ist Jesus nicht egal gewesen. Er hat sich bewegen lassen. Das griechische Wort steht da für er war zum Innersten bewegt oder sogar so, dass seine Eingeweide umgedreht wurden. Das ist noch das Mitgefühl. He? Die Grundmotivation von Jesus war immer Liebe und Mitgefühl. Mitgefühl entsteht eben, indem man sich aufmerksam am anderen zulässt und auch hinter die Kulissen lässt. Wie der Vater mich gesandt hat. Jesus sagt, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch jetzt. Und er hauchte sie an und sagte, empfanget den Heiligen Geist. Auch wir sind in die Welt gesendet. Unterwegs im Auftrag. In die Welt gesendet, unterwegs im Auftrag. Und jetzt kommt die grosse Quizfrage. Was haben meine Fitnessschuhe vom Fitnesscenter zu tun mit meiner Predigt? Sie haben vieles zu tun, nämlich Epheserbrief Kapitel 6. Ich habe die Predigt am letzten Sonntag in der GVC Winterthur halten und auch Schreck. Ich hatte ein Loch im Socken. Darum habe ich heute Morgen ganz gut aufgepasst, dass ich eben kein Loch im Socken habe. Und sie sind sauber und frisch angelegt und alles gut. Also, im Epheserbrief Kapitel 6 heisst, wir sollen die Schuhe von der Bereitschaft anlegen.
Ich lege also meine Fitnessschuhe, die Schuhe von der Bereitschaft an. Die Schuhe von der Bereitschaft, im Auftrag von Jesus Christus unterwegs zu sein. Die Schuhe von der Bereitschaft, anderen Menschen zu dienen, indem ich mich für sie interessiere, indem ich mich unterbrechen lasse, indem ich aber auch, was möglich ist, das Evangelium weitergebe. Schuhe von der Bereitschaft. Jetzt habe ich also schön predigt am letzten Sonntag, mit meinen Fitnessschuhen angelegt. Bin am Montagmorgen ins Fitnesscenter gegangen und dann läutet mein Handy. Und dann ist ein Freund von mir am Telefon und gesagt, du weißt du jemanden, der helfen könnte, heute jetzt gerade das Spitalbett für einen Mann aufzustellen im Town Village. Ich habe gesagt, ja, ich kann dir einen Kontakt schicken, vielleicht kann der helfen. Und ich bin von meinen Geräten, plötzlich habe ich mich erinnert, die Schuhe von der Bereitschaft. Eigentlich habe ich sie gebunden, vor allen Menschen auf der Bühne. Und jetzt, ich habe mein Telefon genommen, angerufen und gesagt, ich tue mein Programm abkürzen, ich komme und helfe dir das Bett aufstellen. Ich kann mich unterbrechen lassen bei meinem ganz, ganz wichtigen Fitnessprogramm. Die Schuhe von der Bereitschaft. Wie wäre es, wenn du die nächste Woche, morgen, wenn du deine Schuhe bindest, sagst, ich lege meine Schuhe von der Bereitschaft an, mich unterbrechen zu lassen und von Menschen können brauchen zu lassen. Das heisst, von Jesus für Menschen mich können brauchen zu lassen. Wir sind gesendet, wie Jesus vom Vater gesendet worden ist. Genau im gleichen Auftrag. Und wir sind auch wie Jesus durch den Heiligen Geist ausgerüstet. Und unterwegs sein so bedeutet nämlich Sinn. Wenn wir unterwegs sind in diesem Auftrag, gibt es Sinn. Ich habe mich nachher gefreut. Ich bin nicht sehr begabt, die Spitalbetten aufzubauen, aber mit dem anderen zusammen ist es gut gegangen. Der Rücken hat mir auch ein bisschen wehgetan. Aber doch hatte ich Freude gehabt. Ich habe Freude gehabt, dass ich mein Training unterbrechen konnte. Wer im Einklang mit Jesus lebt, bleibt nie bei sich selber stehen. Wer im Einklang mit Jesus unterwegs ist, bleibt nie bei sich selber stehen. Sondern wird ins Unterwegssein gerufen. Und da drin, da liegt eine Bedeutung fürs Leben. So viele Menschen suchen nach Bedeutungen im Leben. So viele Menschen möchten gerne ein bedeutungsvolles Leben haben. Und wenn wir so uns unterbrechen lassen, haben wir so die Schuhe von der Bereitschaft jeden Morgen bindet. Vielleicht passiert am ersten Tag noch nichts, vielleicht am zweiten auch nicht, vielleicht am dritten auch nicht, aber plötzlich am vierten entdecken wir jemanden, wo wir dienen können mit den Schuhen bei der Bereitschaft. Es geht ums Teilhaben, wir sagen dem an der Missio Dei, an der Mission von Gott. Mission von Gott, dass wir fragen, was Gott ist dir auf dem Herzen? Wo darf ich ein Teil von dem sein, was dir auf dem Herzen ist? Wo darf ich da ein bisschen reinstehen? Stell dir vor, wenn wir alle, wo wir da sind, und alle zur Winterthur, die die Predigt gehört haben, am letzten Sonntag aufstehen, am Morgen und ihre Schuhe von der Bereitschaft bindet. Wie kraftvoll, wie powerful kann das sein? Ganz im Kleinen. Jesus, hilf uns zu verstehen, was deine Mission ist, was dich berührt, was dich beschäftigt im Bezug auf unser Umfeld. In Bezug auf die Menschen, die wir ihnen begegnen im Alltag. An dem Ort, wo wir arbeiten oder wohnen. Jesus, du hast die Schuhe von der Bereitschaft angehabt. Jesus, du hast dich unterbrechen lassen. Und du bist nicht weniger beschäftigt als wir. Dein Auftrag ist nur 3,5 Jahre lang, hast du ihn können machen. Es war so wichtig, was du mit den Jüngern zu reden hast.
Es ist so wichtig, was du zu predigen hast. Und trotzdem, Jesus, hast du den Draht zum Heiligen Geist gehabt und zum Vater und dich unterbrechen lassen. Ich möchte das viel mehr in meinem Leben haben. Ich suche das. Ich bin bereit. Amen. Wir haben da in der Predigt, nach der Predigt, so einen Challenge. Mein Challenge ist heute, die Schuhe von der Bereitschaft zu binden und jemanden ganz bewusst zu segnen mit einem Liebesdienst, mit einer Ermutigung, mit einem Gebet, mit Gemeinschaft. Das macht das Leben reich. Dort hat es so Magnetli. Das eine Magnet ist Sein und das andere ist unterwegs. Du kannst jedes Magnet nehmen und an den Kühlschrank tun. Ich nehme jetzt das vom Sein, weil ich das am meisten noch lernen muss. Komm, wir stehen auf. Ja, Jesus, ich liebe dich. Und ich bin fasziniert, dir zuzuschauen. Und ich liebe die Menschen, die da sind, weil du sie liebst. Und ich segne euch mit Freude. Nicht eine Last. Nicht, es muss ich auch noch etwas machen. Sondern mit einem grossen Gewunder. Herr, hilft, dass Menschen den Gewunder sticht. Danke vielmals. Und jetzt wollen wir dich anbeten. Wir wollen dich loben und preisen. Dich ehren, dich in die Mitte stellen. Die sagen, dass wir dich gern haben. Die sagen, dass du sollst unser Herr sein, dass du sollst unser Gott sein, dass du sollst unser Mittelpunkt sein. In all dem, wo es immer wieder im Mittelpunkt geraten will, sollst du jetzt mindestens einmal in diesen Liedern noch im Mittelpunkt sein. Amen.